Der Timo ist ein lustiger Bub. Mit seinen Eltern hat er noch vor ein paar Tagen in einer anderen Stadt gewohnt. Sein Vater hat jetzt eine neue Arbeit gefunden und darum sind sie gezügelt. Er verkauft jetzt Rasenmäher, Frösche aus Ton, kleine Bäumchen und andere Sachen für den Garten. Die Mutter sagt damals, dass er einen grünen Daumen hat. Der Timo kommt da nicht so ganz draus. Ja, auf jeden Fall hat er noch nie einen grünen Daumen an der Hand vom Vater gesehen. Der Timo vermisst seine alten Freunde schon ein bisschen und schon bald wird wieder Action sein und er springt mit neuen Freunden ums Haus, hat seine Mutter gesagt. Der Timo wird heute das erste Mal in den Kindergarten gehen. Vieles ist neu. Er steht im Eingang und alle Kinder schauen ihn mit grossen Augen an. Da sagt die freche Franzi zu ihm: Ich möchte so gerne wissen, ob der Timo so gut schmeckt, wie er auch aussieht. Kaum hat sie das gesagt, schlägt sie ihn ab. Der Timo ist ganz baff und das Einzige, was er rausbringt, ist Wäh. Andere Kinder getrauen sich noch nicht so und verstecken sich hinter der Frau Sandsturm. Die Kinder sagen der Frau Sandsturm immer so, wie sie so trockene Gutzli den Kindern verteilt. Richtig heisst sie Frau Meier und ist schon lange Kindergärtnerin. Am Nachmittag geht der Timo aus dem Haus. Mir ist so langweilig. Als er so auf dem Trottoir rumläuft, ist er am Auto nachschauen. In allen Farben fahren sie durch. Ich glaube, ich zähle jetzt einmal alle roten Autos, die vorbeifahren. 1, 2, 3, 4. Nicht so schnell. Ich komme ja nicht nach. Und als er da so am Auto zählen ist, kommt er mit dem Fuß an eine Büchse ran und die spickt an eine Holzkiste. Da kommt dann plötzlich eine Idee. Ich könnte ja ein bisschen Fußball spielen mit dieser Büchse. Aber irgendwie macht das doch keinen Spass so allein. Ja, und dann hockt er auf die Holzkisten rauf und macht die Augen zu und fängt an zu träumen. Dabei denkt er ganz fest an Franzi. Und wenn er da so am Träumen ist, merkt er gar nicht, wie Franzi plötzlich daherkommt und vor ihm steht. Ciao, Timo. Was machst denn du da? Träumst du da vor dir an? Oder warum sitzt du da mit geschlossenen Augen? Weisst, ich bin gerade am Zaubern. Ich habe mir gerade ganz fest gewünscht, dass du da bist und hast gesehen. Jetzt bist du ja da. Also habe ich dich praktisch hier angezaubert. Mir hier angezaubert? Kannst du das wirklich? Und was kannst du noch so zaubern? Also schau ganz genau an. Ich werde jetzt die Kiste in ein Schiff mit weißen Segeln verwandeln. Und schau auch da, in Gedanken hat sich die Kiste in ein Schiff verwandelt. Das Franzi war ganz oben im Mast und sieht von weitem den Erwin kommen. Hey Erwin, da oben sind wir. Hey, ihr zwei, was macht ihr da oben? Was ist? Bist du blind? Das ist ein Schiff mit weißen Segeln. Und unser Schiff fährt jetzt dann ab. Hast du auch mitkommen? Ich muss jetzt den Anker aufziehen. Der Erwin hat sich das natürlich nicht zweimal sagen lassen. Oh ja, kannst ja immer Matros sein oder noch besser Pirat. Dann tue ich am besten gerade die weißen Segel setzen. Du, Franzi, kannst das Ruder übernehmen. Und der Timo ist unser Piratenkapitän. Die drei sind schaurig aufgeregt. Was werden sie wohl unterwegs alles erleben?